Diese Bilder werden in die Die Geschichte. Berliner Mauer, Symbol des Kalten Krieges. Dass jener Abend am Opernhaus in Zürich monatelange Jugendkrawalle einläuten würde, hätten die meisten Besucher wohl nicht erwartet. Microsoft's new Windows 95 software for home computers went on sale at midnight. Ganz einfache Frage zunächst mal, erklär mal ungefähr, was ist denn Internet überhaupt? Die Berliner Mauer, Symbol des Kalten Krieges. Fast 30 Jahre teilt sie Deutschland. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UdSSR, existiert seit heute 18 Uhr auch völkerrechtlich nicht mehr. Das Schliessen vom Platzspitz haben wir natürlich gestern eine totale Katastrophe am Abend. Nicht? Da sind etwa, ich weiss es nicht, 50 oder 100 Trögler sind da gestanden. Sie sehen, da habe ich jetzt gerade die Spritzen auf die Seite da. Nicht? In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Mehr wie ready für die Predigt, hat der Joni gesagt. Okay. No pressure. Aber es ist ja so, oder? Ich meine, als Prediger ist es super, wenn man zu Leuten predigen kann. Das macht ja das Predigen interessant. Aber jetzt predige ich zu mir selber. Oder? Weil es ist ja so, dass ich auch einer bin von denen mit dem X-Man, oder? So ein bisschen auf die Richtung geht. Und Boomers, gell, das war gestern. Letzte Woche war das, genau. Letzten Sonntag hat der Joni über Boomers geredet und wenn ihr noch ein bisschen das vermisst, dort einzutauchen, wie die Bibel von Generation zu Generation redet, dann ist es auch die letzte Predigt, letzten Sonntag, wo ihr drin hineinhören könnt. Dort hat er das sehr gut erklärt, wie Gott mit Generationen Geschichte schreibt, mit Völkern Geschichte schreibt und so auch in Generationen denkt. Und ich darf heute eben zu uns Generation X darf ich reden. Wer ist denn alles? Kann ich mal schauen? Ich muss da geschwind. Ui, das sind ja nicht einmal so viele. Hey, Boomer überrundet uns noch fast. Ah nein, doch, da hat es ein paar. Yes, hey, also, herzlich willkommen. Alle anderen dürfen gerne auch hören, weil ich werde am Anfang ein bisschen einen Durchblick geben, wo es hingeht mit der Generation, wo wir herkommen. Und dann aber wird es einen ernsteren Teil geben in dieser Predigt. Und ja, Boomers und Wise und so, ihr dürft euch gerne auch angesprochen fühlen. Also es ist ja so in die Richtung, genau. Yes! Hey, fangen wir an. Generation X. Wir sind aufgewachsen im Schoß der Boomers. Ist doch schön, oder? Von dieser treuen Generation. Von dieser Generation, die noch weiss, was richtig und falsch ist, oder? Wo noch ganz klar die Linie sieht zwischen Weiß und Schwarz. Und mit denen sind wir aufgewachsen. Und das ist herrlich, oder? Meine Eltern sind zwar Traditionals, aber mein ältester Bruder, ich bin ja nesthäkende Jüngst und so, der ist ein Boomer, oder? Und ich sage euch, der weiß immer, was man machen muss. Der weiß, das ist gut, das ist falsch, oder? Und wir sind prägt als Generation X in dieser Sache hinein, oder? Und von diesen klaren Vorstellungen sind wir geprägt worden und haben uns natürlich gelesen und nebst diesen Vorstellungen ist ja die Leistung wichtig gewesen. Notengeld hat es gegeben. Hey, für jeden 5 Euro hat es einen 5 Lieber gegeben, für jeden 6er hat es 6 Franken gegeben. Ich bin jetzt nicht so reich geworden mit Noten jetzt dort. Aber schaut, da merkt ihr, oder? Das war der Punkt, wo ich geprägt worden bin als Generation X. Und eins kann ich euch sagen. Meine Mami hat gearbeitet, mein Papi hat gearbeitet und ich war allein daheim. Das Wort Schlüsselkind kommt aus unserer Generation. Und man geht sogar noch ein bisschen weiter und sagt, das ist eine vaterlose Generation. Es ist eine Generation, die beide gearbeitet haben, damit man einen Swimmingpool haben kann, damit man ein Häuschen leisten kann und so weiter. Das haben wir bei den Boomers ja dort auch ein Stück weit gehört. Die Leistung, der Fleiss, dass sich etwas aufbauen, etwas drin hineingeben. Und wir sind in diesem Schoss aufgewachsen. Und haben wie so Vater in der Kirche. Ich habe zuerst einmal Seelsorge gebraucht, nur um das Thema Vater anzunehmen. Dass Gott ist wie ein Vater. Und wisst ihr was? Von dem haben die Boomers sich befreit. Wir haben gesagt, du schau, so wollen wir es nicht mehr haben. Freiheit ist etwas, was für uns
von der Generation X extrem wichtig ist. Ich muss meine Freiheit, meinen Freiraum haben. Ich muss können drin hineingehen. Und gell, ich meine, das Flower Power hat ja irgendwo in den 68, oder? Das ist der Anfang von unserer Generation, oder? Die Utopie von einer offenen Gesellschaft. Jeder kann machen, wenn er will und Zeug und Sachen. Das sind so die Träume gewesen, die ganz am Anfang von der Generation X gekommen sind und aufgeblüht sind. Und in dem sind wir gegangen. Und da haben wir uns befreit und gesagt, hey, wir wollen es anders haben. Nicht die Tradition oder nicht nur, sagen wir. Man kann doch noch ein bisschen darüber ausdenken. Man kann ein bisschen freier sein und in diese Richtung gehen. Und da haben wir aufwachsen mit dem hinein. Aber das Problem ist, die Freiheit, oder, die wir uns gewünscht hätten und die ganze liebe, heile Welt mit Blümchen und Ukulele und dem Hippiebus und so, oder, die ist immer ausbremst worden. Und zwar von der Geschichte. Von der Geschichte. Wir sind mit drin gross geworden vom Kalten Krieg, wo es eben gut und böse gibt, oder? Das haben uns Boomers noch hinterlassen in dem Sinn, oder? Ich will jetzt nicht niemandem Schuld geben, aber dort drin sind wir gekommen und gesagt, hey, das muss anders werden. Ich bin da in dieser Geschichte gefangen, oder? Und durch das ist in unserer, sagen wir jetzt, Generation da, ist ein gewisses, ist eine gewisse Wachsamkeit, die wir an den Tag legen. Oder? Wir müssen schon immer ein bisschen schauen, wie ist es an der Grenze, stimmt es noch für alle, stimmt es vor allem für den Westen und so weiter. Und das ist so ein bisschen das, wo wir aufgewachsen sind drin. Oder? Und wir können Russisch. Generation X kann Russisch. Die weiss zum Beispiel, was UdSSR noch bedeutet. Oder? Die Abkürzung, die haben wir so viel Mal gehört, oder? Und Hammer und Sichle. Ich bin eher so ein bisschen Russland-Fan gewesen, wo ich mich so zurückerinnert habe. Immer so, bei uns in der Schule hat es immer so, ich bin der Amerikaner. Und dann dachte ich, nein, ich bin eher bei den Russen. Und so. Und wir haben das also zelebriert auf dem Pausenplatz. Das war etwas, was bei uns ist. Und das, was wir gehört haben, ich habe Leute aus Generation Y gefragt, was ist eigentlich Tschernobyl? Und sie haben es wirklich gemerkt, es ist eine Ortschaft. Oder? Das ist etwas, das mein Leben geprägt hat. Die Wolke, die zuerst ein bisschen mehr so, dann so ist. Und dazu haben wir gemerkt, nein, Atomstrom ist doch so eine gute Sache gewesen. Nach dem April 86 ist es vorbei gewesen. Atomstrom ist nicht gut. Und dazu kommt der saure Regen und es kommt noch das Waldsterben. Oder? Also wir haben dann doch auch einen bitteren Beigeschmack gehabt in unserer Generation drin. Und dann habe ich aber die Generation Y gefragt und habe gesagt, du, weißt du, was Glasnost bedeutet? Ja, ich glaube, das ist auch eine Ortschaft irgendwo. Ja, wir vom X kennen das, oder? Wir wissen, das ist die Abkürzung für Dinge ansprechen oder die Übersetzung für Dinge ansprechen, so ein bisschen im Grösseren hinein, oder? Das ist plötzlich passiert. In dieser UdSSR hat man Sachen angesprochen. Und dann ist natürlich Perestroika gekommen. Das ist der große Begriff, den der Gorbatschow geprägt hat, oder? Im 85 ist er an die Macht gekommen, im 86 ist das passiert. Das heißt Umgestaltung. Das ist das russische Wort für Umgestaltung, Perestroika. Und Glasnost, man hat darüber geredet, hey, das kann nicht weitergehen, das funktioniert nicht, der Kommunismus so, wie wir es jetzt haben. Und dann ist mir darüber geredet worden. Und da sind wir immer wachsam geblieben in dieser Zeit. Oder? Schau, was passiert dort dann? Bis an den historischen Punkt vom 9. November, wo die Mauer gefallen ist. Oder? Das war 1989, wo die Mauer gefallen ist. Oder? Ich meine, dort durfte ich Fernsehen schauen, in der Schule. Oder? Das haben wir müssen anschauen. Wir haben die Nachrichten geschaut, das war das gewesen. Endlich. Die Welt ist wieder in der Balance. Es ist endlich wieder ausbalanciert. Frieden. Und das Wort Balance hat sowieso für Generation X ganz eine wichtige Bedeutung. Und zwar, ich habe das Wort hier dabei, kommt aber noch etwas vorher und nachher. Es kommt Work-Life-Balance. Das ist unser Wort, oder? Das ist das Wort von der Generation X. Ja, wir gehen schon arbeiten, oder? Aber arbeiten kann nicht das Leben sein. Das ist vielleicht noch ein Stück weit, wo man dort von der Freiheit und die Balance, oder? Dann sind die auf der gleichen Seite. Und man sagt, hey, schau, ich will nicht so viel arbeiten wie meine Eltern, oder? Weil ich lebe nicht zum Arbeiten. Und ich arbeite auch nicht zum Leben, sondern ich arbeite für das Wochenende.
Ja, das ist ja, oder? Wenn etwas klar ist, oder, dann kann ich feiern, oder? Dann gehe ich hin und sage, für mich ist das Wochenende das, was zieht. Wobei die Boomer, so uns noch das Vorbild sind, die sind jeden Sonntag da. Generation X schaut dann schon noch, wenn ist das Häuschen genau frei, man könnte dort rauf und ja, dann halt noch jeden zweiten Sonntag vielleicht, oder? Weil da haben wir ja noch die Ausstellung und dort haben wir noch mit der Familie und so, das ist Generation X. Es muss eine Balance sein, oder? Zwischen viel Chillen und viel frei haben, oder? Und viel geniessen und viel arbeiten, dort rein, gut ausgebildet, aber die Balance, die muss da sein, oder? Und der Begriff ist eigentlich in den Anfangs 90er Jahren ist der gross geworden, mitten drin bei uns rein, oder? Wir gehen, und weißt, es ist ja dann auch in den 90er eine Sache gewesen, wo hey, alles ist möglich. Man kann sich alles leisten, man verdient, hey, die Coiffeurlöhne sind gerade verdoppelt worden in den 95 rein, oder? Ich bin gerade Coiffeur geworden, ich habe doppelt so viel Lohn in der Lehre, also irgendwie 300 Franken oder so, oder? Aber egal, oder? Es hat einfach mehr gegeben von allem, ich habe mir mehr Zeug können leisten, ich konnte ein bisschen Luxus, oder? Mein ersten Mini Cooper gehabt, dann den Fiat Uno Turbo können mir leisten und einfach es ist so eine, es ist möglich. Come on, Leute, es ist möglich. Wir sind Generation X, wir gehen diesen Weg, oder? Und da haben wir wirklich gemerkt, jawohl, gute Ausbildung, gut, es ist möglich und das da. Aber immer, liebe Leute, in der Balance. Da gehen wir hin, oder? Und dann in dieser schönen Freiheit, in dem Balance haben halt doch ganz viele Leute Balance verloren. Und sind in eine Abhängigkeit hineingekommen. Es ist unsere Generation, wo man am Blattspitze ist, Drogen posten. Man hat genau gewusst, wo man hin muss, oder? Man geht dort hin. Dort hat man vorbeigehen. Das war einfach offen gewesen und es hat auch Drogentouristen gegeben, die extra dahin gekommen sind in die Schweiz, weil da bist du ungestört gewesen, oder? Wie cool ist denn das, oder? Kein Stress mit der Polizei. Natürlich hat es schon immer Scharmützel gegeben und all das so, oder? Aber das ist auch eine Sache gewesen, wo sehr viel die Freiheit und dann haben sie die Balance nicht herausgefunden und dann in eine Abhängigkeit hineinkommen. Und das ist auch ein grosser Teil von unserer Generation. Wir denken jetzt natürlich, wenn wir Blattspitz, Letten und so weiter, dann denken wir natürlich an abhängig machende Substanzen. Aber es ist nicht nur das, oder? Es ist eben auch eine Abhängigkeit von dem, hey, ich arbeite, ich gönne mir mal etwas. Man gönnt sich ja sonst nicht. Oder weil ich es mir wert bin, ist auch so ein super Slogan aus den 90ern, ich bin mir es wert. Und in dem, oder ich sage euch, der Luxus und der Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, mit den Boomer zusammen, die haben sie uns ja auch vererbt, oder? Also das müssen wir immer, alles gut, oder? Und der klebt wie Leim an uns. Das ist eine Abhängigkeit, die da ist. Es ist eine Behinderung auch ein Stück weit. Macht uns doch nicht mehr so frei. Das muss dann schon stimmen und die Altersvorsorge muss auch und alles muss klar sein. Und in diese Sachen geht es dort auch rein. Und das war der Anfang zum Beispiel von einem Quellenhof, wo wir ja auch da Partner sind als GVC-Bewegung. Es war ein Anfang vom Bet Shalom, wo wir den harten Entzug noch gemacht haben. Ich weiss nicht, ich bin dort am Wochenende einmal hier und habe Wochenenddienste gemacht und so. Da sind sie dann gekommen, haben wieder ein paar gefunden auf dem Blattspitz und die sind gekommen und haben gesagt, ich mache es da mal, mache ich es. Und dann sind sie gleich wieder abgehauen in der Nacht und du hast mir so auf und Zeug und so. Das war der Anfang von dieser Drogenpolitik und sie ist dann von dort her immer ein Stück weit liberaler geworden. Und die Abhängigkeit, die wird uns dann, oder es ist Abhängigkeit, da muss ich noch mehr herschreiben. Kann man das lesen? Gefangen. Eine Gefangenschaft ist da auch ein Stück weit da. Es ist eine Gefangenschaft in dem Wohlstand, wo wir uns erarbeitet haben, aber auch ein Stück weit in diesen Substanzen drin. Aber gell, Generation X. Wir sind die noch Töffel gefahren sind ohne Helm. Und wir leben ja noch, oder? Wir sind die, ich kann es euch sagen, wir sind die noch erlebt haben, dass Benzin noch keinen Stutz gekostet hat, der Liter. Das sind Sachen, die cool sind. Wir wissen noch, was Rohrpost ist. Das ist der Vorgänger vom E-Mail, oder? Und das ist so cool. Dort sind wir drin, oder? Und wir sind ins digitale Zeitalter eingestiegen mit dem Commodore 64, oder? Man, das ist cool gewesen. Und Generation X meint auch, dass Amiga 500 eine Rennmaschine ist, oder? Weil das ist der nächste Computer, der nach dem Commodore da kam, wo da haben wir Diskette reinschieben und dann haben wir gamen und das war meine Welt. Du druckst und ich tue da den Joystick machen, oder? Und das ist unsere Generation, oder? Fax, WhatsApp, wir können alles. Wir können alles. Mit der Welt in Kontakt treten, das ist unser Business.
Von analog bis digital sind wir da dabei, oder? Und wir kennen Handwerk und digital. Wir sind die Flexibilität, die in uns, in unsere Wiege hineingelegt worden ist. Oder? Das ist unsere Stärke, die wir hier haben. Eine Flexibilität, da und dort zu sein. Oder? Handwerk, wisst noch, Handwerk hat etwas wert, und aber das Digitale schätzen wir auch und lieben es immer mehr. Oder? Und wir haben den ersten McDonald's in der Schweiz gefeiert. Oder? Halleluja, da ist endlich mal gutes Essen in die Schweiz gekommen. Oder? Und soll ich euch sagen, wir in der Generation X haben Techno gehört, wo es noch nicht Kommerz war. Oder? Aber, echt jetzt, im Herz sind wir doch alle Michael Jackson und Madonna-Fan, oder? Wir sind doch alles elende Popper, oder? Das ist einfach, kannst du nichts machen, oder? Und das ist ein grosser Teil gewesen, das Bunte, der Pop, oder? Und der Pop, wo wir gefeiert haben, oder? Ah, da habe ich ja noch ein Wort, feiern, oder? Genau, das tun wir da ein bisschen da rauf. Oder wo wir sagen, hey, wir feiern können wir. Gell? Am Wochenende lassen wir die Sau raus und unter der Woche schön seriös mit dem Gravettli und so. Genau. Und wer denkt, dass der Letten und Platzspitz, oder? Das ist natürlich auch so, dass wir dort viele Banker haben, die ihre Abschlüsse mit Kokain gefeiert haben und dann sehr seriös dahergekommen sind. Also die Abhängigkeit hat sich da ganz durchgezogen. Aber jetzt sind wir beim Poppigen und Coolen. Haben wir da noch... Oh, jetzt habe ich da ein Ding zu wenig. Viel zu wenig Magnet. Aha, ich habe noch eine Reserve. Generation X, weiss ich zu helfen. Gut. Cool und poppig, oder? Das ist auch etwas, was uns ausmacht. Und wir, Generation X, haben die Kirche umstrukturiert. Die leidende Kirche, wie sie so einen schrägen Ruf hatte und ein bisschen in die konservative Ecke gedrängt worden ist, wir haben dort ein Stück weit ein bisschen Farbe hineingebracht. Oder? Wir haben plötzlich so die grossen Kanzeln, die da auf der Seite oben einmal waren, abgenommen, ein bisschen moderner gemacht. Wir haben von vorne geredet. Wir haben dem Ganzen ein bisschen Farbe gegeben. E-Gitarren sind aufgekommen in den Kirchen, nach langem Hin und Her natürlich. Und Gott hat da reden, ob man das Kreuz aus der Mitte ein bisschen auf die Seite darf tun und so. Da sind wir überall durchgegangen, oder? Aber wir haben Kirche poppig und farbig gemacht. Kirche langweilig, ja, komm mal zu uns schauen, hey, da ist es. Und es ist so, die Menschen sind in die Kirche gekommen und haben gemerkt, wow, die Kirche ist anders, da läuft etwas, da lebt etwas und so weiter, oder? Wir haben gemerkt, 1990, erster Alpha-Life-Kurs in Deutschland. Wir haben gemerkt, dass man nicht mehr mit Schwarz-Weiß die Leute erreichen kann. So ist es und ihr müsst in die Richtung gehen und alles andere ist falsch. Wir haben gemerkt, im Gespräch findet man die Leute. Also die ganze Generation ist richtig Y unterwegs gewesen, oder? Wo connected sind und miteinander und digital. Und da haben wir gemerkt, hey, wir sind nicht mehr mit den Worten und Schwarz-Weiß kommen wir daher, sondern im Gespräch. Und ein Satz, den ich meine, seit ich Pastor bin in der Generation, merke, wahr ist aber auch. Oder? Das ist ein Satz aus unserer Generation. Ja, du kannst schon recht, aber wahr ist auch das. Oder? Und dann Pünktli. Und da merkt man in einem Gespräch, dann die Worte zusammen zu finden, auf Jesus Christus hinzuweisen und dann kommen die Leute zum Glauben. Das ist etwas, was dort in den 90ern angefangen hat und bis heute seine Berechtigung hat, wo man Menschen ernst nimmt und nicht nur im Sinne von, das ist richtig und das ist falsch. Was aber auch schade ist. Wo wir auch als Generation X einen gewissen Boden weggegeben haben. Oder? Die Wahrheit, Jesus Christus ist eine Person und wir lieben sie und geben alles dafür. Aber es ist auch ein Stück weit ein bisschen verloren gegangen in den Kirchen hinein. Hauskreis. Kennt jemand das Wort? Ich bin einmal in einer Jugendzelle. Nicht, weil ich verhaftet worden bin, gell? Das ist eine Zellgemeinde, oder? Das war noch etwas damals, oder? Groups, VIPs, gibt es alles in unserer Generation. Christliche Rockkonzerte, wir haben es erfunden. Nein, ich will es jetzt nicht so sagen, oder? Toronto sagen, in unserer Zeit gewesen, oder? Internationale Kongress, Willow Creek, oder? Da sind wir gegangen und haben uns inspirieren lassen. Megachurches sind unsere Vorbilder gewesen. Bücher wie Leben mit Vision von Rick Warren, die unser Leben geprägt haben. Wow. Und in all dem hinein
haben wir Generation Y aufgezogen. Da haben wir noch Kinderwagen und in all dem hinein haben wir doch eine nächste Generation aufziehen, Generation Y. Und weißt du was? Die stellen jetzt den Blinker, gehen auf die Überholspur und überholen uns. Ich habe es ja schon erlebt. Das ist gut gewesen, gell? Und wenn du auch in dieser Situation bist, oder? Wir sind so jetzt im Sandwich, oder? Wir sind dort drin, da Boomers, die von der Vergangenheit, unserem Kindlichen, der Familie, noch den Druck gebracht haben und die Leistung, haben wir jetzt die Y, die uns mit ihrem digitalen Wissen schon ein Stück weit überholen, oder? Und jetzt sind wir dort drin. Und da möchte ich auch noch mal den gleichen Vers, wie du gebracht hast, Joni, noch mal bringen, oder? Einen älteren Mann fahre ich nicht hart an. Wenn du ihn ermahnen musst, so red mit ihm wie mit einem Vater. Die jungen Männer, so wie mit Brüdern. Und genauso bei den Frauen, wie eine Mami oder wie eine Schwester. Und ich finde, das ist auch das Zentrale, wenn wir in der Kirche miteinander, in den Generationen umgehen können. Egal, wo du drin bist, da und da. Wir gehen miteinander so um, wenn wir uns ermahnen müssen. Und sonst sind wir freundschaftlich und liebevoll miteinander unterwegs. Oder? Und ich habe mir vorgenommen, ich will den Boomers die letzte Ehre geben. Oder? So. Und ich will den Y, den roten Teppich, herrollen, dass sie an uns vorbeiziehen können. Oder mit uns am gleichen Strick ziehen. Weil es ist eine gute Sache. Wenn die kommen mit ihrem Wissen und ihrer Ausbildung und ihrem Neuen, das sie einfach haben, das anders ist als unseres, aber sie können uns überholen und dürfen das auch. Und sie müssen sogar. Und machen wir doch nicht den gleichen Fehler wie Boomers, die einfach zu lang vielleicht in grossen Werken vielleicht dabei sind. Und sagen, hey, miteinander, solange wir mitmögen und dann go for it, oder? Du hast noch Power. Und in dem hinein wollen wir gehen. Und jetzt, hey, sind wir 40 und über 50. Das ist so unser Alter. He? Kind so langsam pflücken. Stecken mit in einer Pandemie, wie alle anderen auch. Die Klimakrise rollt auf uns zu. Und wie weiter? Generation X, die noch da sitzen, wie gehen wir jetzt weiter? Für was setzen wir jetzt unsere Talente und unsere Schwächen, unsere Coolness, die wir ja haben aus der Popkultur, oder? Wie setzen wir das ein bis zum Schluss? Unsere Flexibilität, unsere Balance und dass wir das Leben geniessen und feiern, das sind Ressourcen. Wie setzen wir die ein bis zum Schluss? Wir sind an einer Kreuzung, oder? Von unserem Leben können wir sagen, stehen wir etwa da. Und wir können sagen, hey, da ist noch Sand drin, in dieser Uhr, in dieser Lebensuhr. Da ist noch Power rum, Generation X. Es ist nicht so, dass jetzt einfach gerade schon fertig ist oder nichts mehr oder so, oder? Und wir wollen doch nicht zurücklehnen und sagen, hey, den Kalten Krieg haben wir geschlichtet, oder? Die Kirche wieder salonfähig gemacht. Du, lassen wir doch mal die Jungen an, oder? Und jetzt tun wir noch ein bisschen mehr arbeiten, noch schauen, dass es stimmt und machen Ferien und geniessen das Leben am Wochenende oder eben in der Ferien. Noch ein bisschen mehr Ferien, 80% arbeiten. Oh, der ist jetzt auf mich. Oder 80% arbeiten, ein bisschen geniessen und das du jetzt, oder? Ist das das? Ist das das, was wir jetzt wollen? Nach dem coolen Ritt durch unser Leben durch? Und ich kann euch natürlich sagen, Jesus bietet eine Alternative. Und die Alternative, die steht im Johannes 21. Das ist eine Geschichte, wo die Jünger alles erlebt haben mit Jesus. 3 Jahre voll in der Schule gewesen, all die Wunder, all das. Und dann ist Jesus gestorben. Auch das haben sie miterlebt. Sie haben auch schon erlebt, wenn er 4-mal ihnen begegnet ist. Also sie haben gemerkt, es ist fertig. Aber es geht auch weiter. 4-mal an Ostern, der Magdalena und dem Thomas und vorher der Jünger noch, ist er ihnen erschienen. Steht alles in dem Kapitel 20 und 21, könnt ihr gerne nachlesen. Und sie haben gemerkt, hey, es ist noch nicht fertig. Es ist jetzt noch nicht fertig. Da kommt noch etwas. Ich habe gemeint, es sei fertig und wir sind traurig gewesen, wir sind sehr, sehr, sehr traurig gewesen. Aber nein, jetzt geht es weiter. Und wenn das der Parallelen ist, was man machen kann zu unserer Generation X, oder? Dann ist das dass ich sage, der Lauf ist noch nicht vollendet. Liebe Generation X. Ja klar, die Kinder sind so langsam draussen oder die einen sind noch voll drin, das mag ja auch sein, es ist ja immer auch ein bisschen schwammig und so. Aber da ist noch Power rum, da wollen wir doch noch weitergehen.
Oder machen wir, was wir immer schon gemacht haben? Die Jünger haben gesagt, ich gehe fischen. Und dann sind sie aufs Boot raus und sind fischen. Und sie haben ihre Kernkompetenzen, sie haben ihr Talent und alles eingesetzt und eine Nacht lang gefischt. Machen wir das auch als Generation X, dass wir sagen, hey, weißt du was, das haben wir jetzt schon immer so gemacht, wir sind gut ausgebildet, ich mache nochmal ein CS und so und nochmal eine Ausbildung und gehe weiter und habe genug meine Ferien und dann am Schluss geniesse ich die Pension. Ist das das? Wo wir als Kirche oder wir als Generation X und in den Kirchen als Generation, das ist das, was wir machen. Ja, sollen doch die Jungen, sollen wir mal ein bisschen schauen. Wir haben ja da unsere Balance, wir sind ein bisschen flexibel und das ist gut und wir haben das gelernt. Ist das das? Und die Jünger haben voll alles eingesetzt, was sie können. Quizfrage. Haben sie einen Fisch gefangen? Nein. Quizfrage. Wer sitzt am Strand? Jesus. Und was ruft er ihr zu? Er ruft eben nicht, habt ihr etwas gefangen, sondern habt ihr etwas zu essen? Habt ihr zu Morgen, liebe Jünger? Und sie müssen sagen, nein, ich habe nichts zu Morgen, ich habe immer noch Hunger. Ich habe meine ganzen Kompetenzen eingesetzt, habe alles gemacht und wow, aber ich habe immer noch Hunger, ich habe nichts, was mich satt macht. Jesus spricht da den Hunger an. Was macht dich satt? Und dann kommen sie zu Jesus und er gibt ihnen zu essen. Er macht sie satt. Und das ist vielleicht der Ruf, der auch an uns rausgeht, an die Generation X, wo wir jetzt so langsam in einen gemütlichen Teil vielleicht überschlendern. Weil das ist ja auch unsere Gefahr. Und dort drin sind wir ja gefangen, in dem Luxus und in dieser Abhängigkeit, wo wir sagen, ja, jetzt noch ein bisschen mehr von dem Guten und Lässigen und Schönen und Schaffen und so weiter, oder? Aber ist der Hunger gestillt denn? In dieser Geschichte ist es ganz klar, nein, die haben nichts gehabt. Es hat nicht so richtig den Hunger von der Seele gestillt. Alle Freiheiten nicht, alle Ferien nicht, alle Sport nicht und auch die Enkel nicht und der Besitz nicht und die Hobbys nicht. Der Hunger ist geblieben und der bleibt auch bei uns, wenn wir uns nur auf das konzentrieren, was wir gut können und für uns schauen. Und dann, Jesus ist einfach ein Schlauer. Echt, dann stellt er eine Frage. Dreimal die gleiche. Zum Petrus. Liebst du mich? Ja, Jesus, ich liebe dich. Okay, weide meine Schafe. Petrus, liebst du mich? Ja. Und genau so ist Jesus Christus der zu der Generation X nochmal fragt, hey, liebst du mich? Und wenn er fragt, liebst du mich, dann ist das nicht nur ein Herzensgefühl, sondern es ist der Punkt, wo man sagt, hey, liebe Generation X, stellen wir den Jesus Christus nochmal in die Mitte von unserem Leben. Wir haben noch Saft. Wir haben Talent. Wir wissen so vieles, wie es jetzt in der Zeit ist. Wir haben digital, so wie auch analog. Und jetzt ist der letzte Teil von unserem Leben angebrochen, wo man können sagen, wo, bis zur Pensionierung oder auch darüber hinaus. Hey, nehmen wir den Jesus Christus nochmal in die Mitte. Weil wir wissen es ja tief in unserem Herz, dass der Hunger nicht gestillt wird durch unsere Abhängigkeiten und unsere Gefangenschaften. Und Jesus fordert uns auf, weisst du was, liebst du mich, gibst nochmal alles für mich, gibst nochmal alles für mich, nimmst mich nochmal in die Mitte und gehst nochmal raus und gehst nochmal und sagst, hey, diesen Gefangenen, die da auf dieser Welt sind und führst sie in die Freiheit. Ist das nochmal unser Ruf, der für die Generation X gilt, wo wir doch die Kirche zwar schon poppig gemacht haben, aber gehen wir doch bis zum Schluss. Das ist das, was Jesus zu unserer Generation nochmal sagen kann. Hey, komm, wir gehen raus und setzen nochmal diesen Abhängigen und diesen Gefangenen, erzählen wir nochmal die Freiheit. Und zu den Blinden und Lahmen, hey, du kannst sehend werden. Es gibt noch einen Retter, es gibt jemanden, der deinen Hunger stillt. Können wir so nochmal rausgehen als Generation X? Können wir da nochmal sagen, ja, wir haben wirklich einen geilen Ritt gehabt. Unsere Zeit war cool und ich liebe es und ich höre immer gerne wieder Michael Jackson im Auto und so weiter. Aber der Punkt ist, gehen wir nochmal für den Jesus.
Und bloß weil die Kinder draussen sind oder fast Flüge gehen und du schon langsam ein bisschen viel Zeit, das ist noch nicht ein Grund, zum zu sagen, es ist jetzt gut im Fall. Jesus sagt, komm, ey, liebst mich. Liebst mich. Und ich als Elias, Generation X, und ich bin dann schwer da beim Geniessen. Das kennt ihr ja. Ich habe gesagt, schau, ich lege nochmal meine Rüstung an. Ich lege nochmal meine Rüstung an, gerade jetzt in dieser Zeit. Oder? Und da kommt noch so viel auf uns zu. Flüchtlingskrise haben wir gar noch nicht erwähnt. Jetzt braucht die Generation Y, die braucht uns nochmal. So wie es Boomer auch nochmal braucht. Wo vielleicht ein bisschen ruhiger am Betten sind und ein bisschen dort drin sind, oder? Also nicht, ich will da jetzt nie in eine Schublade, oder? Und es braucht einfach auch uns nochmal, die Generation X, die sagt, jetzt stehen wir nochmal auf und ich lege die Rüstung nochmal an und ich gehe nochmal in den Kampf und ich gehe nochmal auf das Spielfeld und ich nehme nochmal meinen Platz ein, dort, wo ich am besten bin, wo ich meine Talente einsetzen kann, aber auch meine übernatürlichen Gaben nochmal. Und ich gehe nochmal raus auf die Weide und ich tue die Schäfli, weide meine Lämmer, ist das, was ich... Und ich gehe nochmal und spiele meine Hirtenkarten aus. Ich habe doch so viel Erfahrung jetzt gehabt. Da Kurs gemacht, die Kleingruppe geleitet. Also wir haben ja schon eine riesige Zeit miteinander unterwegs. Und ich gehe nochmal. Und ich gehe nochmal aufs Feld und bringe grosse Ernte ein. Das ist der Ruf an unsere Generation. Bleiben wir nicht verhangen in unseren Sachen drin, die uns so bequem und wie Leim an den Fingern oder Leim am Leben hängen. Und wisst ihr was? Wir sind ja nicht allein. Wir haben eine voll powervolle Generation Y, die sich digital vernetzt auskennt und mit uns mitkommt. Und dann sind wir so am Säckeln und er rennt an dir vorbei, weil er einfach schon noch ein bisschen mehr Fuß hat, oder? So nach 5 Kilometer merkst du einfach, oder? Und dann rennt er und dann führst du ihn an von hinten und sagst, go, oder? Da ist noch viel zu machen, da ist noch viel zu tun. Gerade jetzt in dieser Zeit, ich meine, da ist so viel Traurigkeit, so viel Not, so viel Gefangenschaft, ich weiß, wo auch immer. Und dann können denen sagen, wir gehen nochmal als X und sagen, da ist Freiheit, da ist Liebe, da ist Vergebung für jedermann. Und Boomers hinten dran am Betten und wir rennen nochmal und gehen Vollgas. Wir sind ja gar nicht allein in dem hinein. Natürlich, in der nötigen Balance, liebe Generation X. Ich habe nicht gesagt, die Ferien sind schlecht und all das. Das ist super. Das können wir auch nehmen. Aber im Herz ihnen nochmal das Kreuz aufzurichten und hinzugehen. Und wenn du heute eine Entscheidung treffen willst, dann mach das. Mach das, egal welche Generation. Sagst du, und ich will nochmal das Kreuz in meinem Leben aufrichten, wo auch immer du drin stehst. Heute ist so ein Tag, wo wir hingehen können und sagen, ja, Jesus Christus, jetzt im Worship rein dann, oder? Ja, Jesus, dir gebe ich das her, was ich kann. Mit dir gehe ich nochmal durch. Ich will dich nochmal gross sehen, ich will die Kirche nochmal leuchten sehen. Oder noch viel mehr als bis jetzt. Und wenn da irgendetwas ist, wo du merkst, ich habe da noch Leim in meinem Leben, ich habe da noch Gefangenschaften, dann ist heute Morgen die Zeit, um das zu bekennen und im Gebetsteam hinzugehen und zu sagen, da ist es. Und ich will das nicht mehr. Ich will doch meinen Hunger mit Jesus stillen. Im Kopf wissen wir natürlich alle, dass das unseren Luxus aus der Generation X nicht stillt. Aber es ist immer auch noch ein Schritt, das dann dort hineinzumachen. Ich möchte euch bitten, zum Aufstehen, zum Betten. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir nochmal gehen können. Dass wir noch genug Power haben, um nochmal zu gehen. Und dich aufzurichten in unserem Herzen und mit dir führst. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du die Entscheidungen, die jetzt so geformt werden, sagst, ja, das will ich, ja. Und danke dir, dass du, Heiliger Geist, das einfach in uns innen auch wirkst, so eine Entscheidung. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du Freude hast an jeder Entscheidung, die nochmal jetzt kommt, heute Morgen. Und ich danke dir, dass du den Raum einnimmst in unseren Herzen hinein. Und ich danke dir, dass du dann jeden Einzelnen führst. In ein Leben mit dir. Ab 50, ab 40. So gut, Jesus. Und der Heilige Geist, du bist auch der, der jetzt aufzeigt, du bist auch der, der uns überführt von Sünde.
von dieser Zielverfehlung und nur im Luxus zu hängen oder nur sein Leben noch schöner zu bauen, wo wir Gefahr drin haben, da zeigst du jetzt auf, Heiliger Geist. Da, wo wir das Ziel verfehlt haben. Und wir möchten es dir auch bekennen, Jesus. Wir möchten es dir auch bekennen, Jesus. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du uns heute einfach im Herz begegnest und da etwas passieren darf. Amen. Ja, und wer